Und dann stell ich mir vor, es gab eine Spülmaschine für uns Menschen. Ich freue mich so. Mein Gast heute bei Beate einfach ich trifft ist der Diakon Robert Rembeck aus Eckenfelden. Hallo. Hallo. Wir kennen uns noch nicht persönlich, aber mein letzter Gast, der Stefan Welt, hat mir ja empfohlen, dich einzuladen oder ein Gespräch mit dir zu führen, und schön, dass du dir heute Zeit nimmst. Gerne. Meine erste Frage geht immer rückwärts. Die handelt vom Werdegang. Also mich würde interessieren, wie bist du darauf gekommen, dass du Diakon sein möchtest? Diakon, habe ich mich extra erkundigt, bedeutet ja dienen. Und darum würde es mich interessieren, hast du das immer schon gewusst? Ist das plötzlich da gewesen oder ist es auch vielleicht in deiner Familie gewesen? In meiner Familie war es nicht, sondern das hat sich so langsam entwickelt. Ich war natürlich in meiner Kindheit Ministrant und habe da schon eine Bindung zur Kirche aufgebaut. Also ich habe mich immer zu Hause gefühlt bei den ganzen Ritualen, bei den ganzen kirchlichen Festen. Das war für mich wirklich so der Jahreskreislauf, so ein Punkt, an dem ich mich festhalten kann. Ja. Und dann war mein Werdegang ein ganz normaler. Ich habe erst einen Beruf erlernt. Mein erster Beruf war Konditor, der zweite war dann, dass ich mich entscheiden habe müssen, ob ich jetzt einen Zivildienst mache oder ob ich mich für den Bund entscheide. Da war für mich klar, das kommt überhaupt nicht in Frage. Ich mache Zivildienst und war der erste Zivildienstleistende im Krankenhaus in Eckenfelden. Und ich habe da schon gemerkt, das macht mir echt Spaß. Also das ist was mir Freude macht, mit Menschen zu arbeiten, sie zu unterstützen, einfach zu helfen. Bin dann nach Freyung gegangen, nach der Ausbildung in den OP. Habe da dann 2 Jahre lang im OP gearbeitet, in Freyung und in Dingolfing. Und habe dann gemerkt, als ich wieder zurückgekommen bin nach Eckenfelden ins Krankenhaus, dass mir was abgeht. Also dass mir das Gespräch abgeht, der Kontakt mit dem sprechenden Menschen, nicht mit dem Schlafenden. Bin dann aus dem OP raus und bin auf die normale Station gegangen. Und dann hat es da einen Seelsorger gegeben im Krankenhaus. Der hat, das war ein Franziskanerpater, der hat damals gesagt, es ist doch schrecklich, wie im Krankenhaus gestorben wird. Das war so vor, schätze mal, 25 Jahren, gute 25 Jahre. Und dann haben wir mit dem so ins Gespräch gekommen und haben gesagt, wir wollen doch was ändern. Und haben dann einen Gesprächskreis gegründet, menschenwürdiges Sterben im Krankenhaus. Aus dem Gedanken heraus ist dann der Palliativgedanke entstanden mit dem damaligen Pflegedienstleiter und Kolleginnen und Kollegen, dass man doch sowas eigentlich gerne in Eckenfelden hätte, eine Palliativstation. Mit der Palliativstation hat man sich dann Gedanken gemacht, wenn man sowas kriegt, braucht man natürlich auch einen Hospizverein. Also ist so die Gründung angestanden, mal zu schauen, wer kann das machen, wer kann den Hospizverein leiten, wer kann da einen Vorsitz machen. Ja, und so ist das dann ins Laufen gekommen. Dann war ich die erste Zeit auf der Palliativstation als Pfleger noch tätig und habe mir da schon gedacht, das ist schön, aber eigentlich möchte ich nur noch reden mit den Leuten und nur noch da sein für die Leute. Und habe dann ein Theologie-Fernstudium angefangen über die Würzburger Hochschule. Und wie alt warst du da schon, wenn ich fragen darf, welches Alter war? Da war ich, jetzt muss ich überlegen, 25 Jahre. Man kann das also auch als Quereinsteiger oder später noch machen, ja? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ja. Es gibt so diesen ständigen Diakon und den, der so das Durchgangsamt hat, weil er dann zum Priester geweiht wird. Man kann sich zum Diakon weihen lassen, schon in jüngeren Jahren. Aber so das Eintrittsalter für einen verheirateten Diakon mit Familie, man sagt dazu ein ständiger Diakon, der ist mit 35. Also man braucht schon eine gewisse Reife, um den Weg auch gehen zu können. Genau, dann habe ich mich da entschieden, das zu machen. Habe dann also nebenbei ein Studium gemacht und bin dann 2001 in Regensburg zum Diakon geweiht worden. Genau. So bin ich Diakon geworden. So war's. Und da war deine Familie auch schon? Die war schon dabei, ja. Da habe ich schon 2 Kinder gehabt und natürlich meine Frau, die ja da zustimmen muss zu diesem Weg. Ah ja. Ja, also die muss auch ihr Ja geben, in der Weihe sogar, dass sie diesen Weg mitgeht und mitträgt. Aber wenn man Diakon ist, ist man
7 Tage, 24 Stunden das Jahr über erreichbar. Man hat zwar seine freien Tage, aber irgendwie, wenn man wo hingeht und ja, irgendwo im Lokal ist, kommen immer Gespräche, wo es um Trauer, Freude, Dankbarkeit, Frage nach Gott, nach dem Leid geht. Also man ist immer im in diesem Einsatz. Dienst drin. Ich habe das auch gelesen, ich habe die gegoogelt, weil ich ja noch nicht so viel Ja. gewusst habe. Und da ist wirklich auch, da ist so viel Ämter haben mir gleich aufgefallen. Seelsorger in der Schule, Seelsorger im Krankenhaus, ja, im Hospizverein, in der Kolping-Familie bist du sehr aktiv. Gell? Und dann dieser Asam Klosterverein, der da anscheinend auch sehr am Herzen liegt, bist Vorsitzender. Auch, Genau, ja. Drum, dann denke ich mir, okay, wie schaut denn dann dein Tag aus? Wie schaut ein normaler Tag bei dir aus, bei so vielen verschiedenen Einsatzbereiche? Mein normaler Tag geht, ich schätze mal so 6, 7 Uhr und hört manchmal um 1, 2 in der Früh auf. Und hat keinen festen Plan, dass du sagst, an dem Tag bin ich da eingesetzt? Oder Doch, den gibt es schon, natürlich. Also ich habe feste Tage, das sind einmal, Montag wäre mein freier Tag, wo für viele Pfarrer und Diakone oder kirchlich Mitarbeitende meine Tage auf der Palliativstation sind Dienstag und Mittwoch. Das teilen wir mit einem Kollegen, mit Mario Unterhuber. Da bin ich vormittags auf der Palliativstation, aber auch ansonsten immer erreichbar fürs Personal. Also wenn Fälle oder Patienten da sind, die Gespräch brauchen, können sie mir jederzeit anrufen. Aber so die festen Tage sind Dienstag und Mittwoch und Donnerstag ist mein Schultag, da bin ich in der Schulpastoral tätig. Das hat auch eigentlich einen traurigen Grund gehabt. Vor, ich schätze mal, 8 Jahren hat sich eine Schülerin suizidiert und da bin ich als Notfallseelsorger an die Schule gekommen. Und scheinbar ist es uns gelungen, mir und die evangelische Pfarrerin, die Angelika Bach, dass wir die Schüler und die Lehrer gut abholen und begleiten, dass dann vom damaligen Rektor Huber so die Anfrage an die Diözese gekommen ist, ob wir nicht fest an der Schule bleiben könnten, weil die ganzen Schüler oder viele Schüler einfach traumatisiert waren durch dieses Ereignis. Und wir dann auch im Gymnasium, da ist dann auch die Anfrage gekommen, es ist dann der runde Tisch gegen Depression gegründet worden, hier im Kloster, ja, ob man das nicht weitermachen könnte. Und seit der Zeit bin ich eben mit der Angelika Bach, meiner Kollegin, also in Ökumene unterwegs und wir sind an den Schulen und sind bereit für Gespräche für Schüler. Ja. Schöner und wichtiger Job, finde ich auch. Und es sagt ja das Wort Seelsorger schon, also für die Seele von einem anderen sorgen. Oder ja, da stellt sich eben auch die Frage, wie kannst du denn jemandem helfen, wenn es kommt ein Problem auf dich zu und wie hilfst du? Wie hilft man? Ich glaube nicht, indem man gute Ratschläge gibt, sondern dass man einfach zuhört. Ja. Und das ist so das Wichtigste von einem Seelsorger, dieses Zuhören können und nicht gleich fertige Antworten haben. Manches auch auszuhalten. Emotionen, ja, ganz wichtig. Wir leben ja in einer Zeit, wo Emotionen immer weniger werden, ja, und Gefühle immer weniger Ausdruck kriegen. Das ist schon mein Ansatz, da wieder einen Weg hinzufinden oder etwas zu öffnen. Einfach Räume zu öffnen, ja, da zu sein, hinzuschauen, hinzuhören und Menschen zu begleiten und sehr oft auch im Gebet zu begleiten. Also wenn halt nichts mehr geht, zum sagen, du, ich bete einfach für die. Ja, das hilft. Ja. Und das ist auch wirklich was du gern machst. Also du hast den Job in Anführungszeichen auch nie bereut oder nein, du sagst, ich fühle mich dazu berufen. Gibt es irgendwas, was du sagst, aber das mache ich am liebsten von alle meine Sachen? Nein, das kann ich nicht sagen. Kann man nicht. Also man steht auf und lebt ein in den Tag und schaut, wo ihr braucht, da bin ich da. Ich glaube, dass das Schöne an meinem Beruf ist, dass ich wirklich mit allen Menschen in jeder Gefühlslage zu tun habe. Wenn ich jetzt nur auf der Palliativstation war, dann war das sicher auch schön und erfüllend, aber das glaube ich wäre mir zu wenig. Ja. Also ich bin schon einer, der mit allen Gruppen und allen Schichten gern arbeitet und diese Abwechslung einfach auch hat. Glaube ich. Und selber bist ja auch ein Mensch und manchmal ist ja eine Emotion gar nicht so schnell weg, wie es reingekommen ist. Und darum stellt sich ja die Frage für deine eigene Seele,
Wie hilfst du dir? Ich habe gelesen, du schnitzt gern, du arbeitest mit Holz. So Künstlertätigkeit hilft Bist die gut dir? informiert. Ja, muss ich ja, gell? Also ich kann ja nicht in ein Interview gehen und nichts wissen. Also ist Ja. das dann etwas, was du sagst, da lasse ich das alles wieder durch mich durchfließen oder da? Es gibt verschiedene Dinge. Ich glaube, dass jeder Mensch ja für sich so äh, Entladungspunkte braucht. Ja. Das ist für mich sicher mal die Kunst, ja. Also mit Dingen etwas zu schaffen, ob das jetzt ein Holz ist oder Stahl oder sonst irgendwas ist, das mache ich ganz gern und da werde ich auch frei. Also das sind so Augenblicke, wo ich Zeit völlig vergesse. Ja. Und wo ich mir auch wirklich was von der Seele schlag oder schnitz. Das andere ist für mich natürlich schon auch mein Glaube, mein Gebet, ja, dass ich halt Dinge abgeben kann. Also dass ich mich halt selber nie so wichtig nehme, sondern dass es da jemanden gibt, der schon längst da war, schon längst zugehört hat und ich das auch wieder abgeben darf. Also ich trage das nicht mit mir rum. Schöner Satz. Ja. Und Musik ist jetzt bei mir zum Beispiel was, wo ich auch merke, oh, eine gute Musik hebt dich auch wieder ganz woanders hin, wo du vielleicht gerade gestanden bist. Ist Musik bei dir auch so Ja, definitiv, ja. Ja. Ich spiele Klarinetten in der Musikschule in Fellnau. Das habe ich nicht gelesen. Aha. Das ist nirgends gestanden. Ja, wir haben mal so Gruppen gehabt, die Scheinheiligen, hat das geheißen. Das ist eher so Volksmusik, wo wir ja so Adventskonzerte gespielt haben oder auch mal auf dem Pfarrfest Musik gemacht haben oder auf dem Klosterfest Musik gemacht haben. Also so der Kunstbereich, glaube ich, liegt so in der Familie bei uns ein bisschen. Rembeck ist überhaupt so ein bisschen künstlerisch unterwegs. Da habe ich was mitgekriegt, glaube ich. Da Gott sei Dank. haben Ja. die Ahnen Ja, praktisch, ja, also tätig Doch, geworden. ja, Ja. ja. Ja, bei mir auch. Und ich schreibe halt dann gern Texte. Also wenn irgendwas in meinem Kopf irgendwie nicht, wenn ich nicht klarkomme, dann schreibe ich es nieder. Und habe ich die letzten Jahre auch gemacht, habe auch ein Lied geschrieben, das heißt Kopfspülgang, weil ich mir eben gedacht habe, was ist das manchmal? Dann hast du was im Kopf, das traktiert dich, das nimmt dich richtig her und was kann da helfen? Ja, dann habe ich mir eben gedacht, der Kopfspülgang und habe da ein Lied drüber geschrieben. Du stehst davor, du stehst in der Spülmaschine und der Klarspüler ist die Liebe. Und schau, geht's wieder weiter und geht's wieder leichter, weil du akzeptierst, ja, dass das jemand weiß, warum das so ist. Und ja, so mache ich das. Aber du kennst das auch, oder? So in der Innenwelt so Gedanken, die nicht gut sind oder die einen wirklich... Ganz selten, ja. Also ich glaube, dass ich mit mir gelernt habe, mich anzunehmen, so wie ich bin, ja. Niemand sein zu müssen und nichts erfüllen zu müssen, sondern ich darf einfach sein mit dem, was ich kann und ich darf halt das akzeptieren, was ich nicht kann, ja, und annehmen. Und das ist eine Entwicklung, da bin ich sehr dankbar drüber, dass ich das gelernt habe. Aber natürlich gibt es manchmal Situationen, aber das ist meistens im Privaten dann. Wenn ich da irgendwie Verletzung erfahre, dass ich das im Kopf, wie du auch beschrieben hast, schon kenne. Ja. Und dann ist für mich so ein Wort ganz wichtig geworden, das ja oft Menschen mitgibt, die bei mir im Gespräch sind, dieses Stopp. Ja. Wenn ich Stopp sage, stellt sich jeder gleich das Stoppschild vor. Ja. Und da bleibe ich erstmal stehen. Und das ist für mich so das mal stehen bleiben und mal nachdenken, warum verletzt dich das jetzt? Oder warum geht das mit dir so hart ins Gericht, dieses Wort oder diese Begegnung. Und dann merke ich ganz schnell, dass sie was löst auch, ja, dass ich einen anderen Schritt geht darf oder einen anderen Weg weitergeht darf. Aber nicht gleich drauf losrennen und irgendwas ja, mache oder tue, was ich vielleicht bereuen würde danach, sondern mir erst mal Gedanken machen darüber. Stopp. Stopp ist gut, das ist ein guter Ansatz. Ja. Ich habe mir dann zu dem Thema auch noch gedacht, ich bin Jesus-Fan, absolut. Und dann habe ich mir da noch ein Lied geschrieben und habe das geschrieben, Jesus-Podcast kann jeder einschalten. Ja? In der Stille kommen die Antworten. Ich kann ja immer fragen. Ich kann mir vorstellen, ich stelle 2 Tassen Kaffee hier und lade ihn ein und stelle dann meine Fragen und sage vielleicht, was wolltest uns du da damals erklären, ja, mit diesem lieb den anderen und lieb dich selbst. Und in der Stille bin ich eben fest der Meinung oder merke, kommen die Antworten. Magst du auch ein paar Worte sagen von deiner Beziehung zu Jesus oder hast du da eine Vorstellung, sprichst du mit ihm, hast du auch den Jesus-Podcast, wenn man ihn vorstellt?
Und es ist natürlich berufsbedingt bei mir schon mal so, dass ich ja nicht gezwungen, aber dass ich eingeladen bin, das Stundengebet zu sprechen. Ja, also zweimal am Tag, morgens und abends. Das ist so das Gebet der Kirche, wo man sich einfach verbindet mit allen anderen und natürlich auch mit Jesus, mit Gott in Verbindung geht. Ja. Und da passiert einfach ganz viel. Manchmal funktioniert es nicht, ja. Das ist etwas, was sehr schwierig ist, sich die Zeit nicht zu nehmen, aber es gibt keinen Tag, an dem ich nicht ins Gespräch gehe. Ja. Das ist das Gebet, das ist aber einfach eine Frage oder einfach nur ein Hören und ich kriege immer Antworten. Ja. Und In bestimmte Situationen, oder? In allen. In allen. Die wichtigste ist immer die Botschaft für mich, du bist geliebt. Ja, das ist so die Kernbotschaft von diesem Jesus, die er mir mitgegeben hat, damals als Kind in der Kirche, wo ich das Gefühl gehabt habe, das ist meine Heimat. Und dieses Gefühl hat sich bis heute nicht mehr aufgelöst oder ich habe das nicht mehr verloren. Ja. Das hilft immer weiter, gell? Egal, Ja, wo man gerade ja. steht. Also in welchen Situationen auch immer, so dieses, ich muss nichts tun. Ja. Das ist so diese Gnade, der das jetzt einmal bezeichnet. Du bist einfach gut so, wie du bist. Und geliebt, weil du da bist. Ja. Ja. Schön. Ich stelle mir eben dann auch vor, dass der Jesus ein recht witziger Typ war. Und ich habe in mein Lied dann auch geschrieben, ich mag gern lachen, reden mit ihm, unterhalten. Und Lachen ist mir immer so wichtig, weil ich selber recht ein humorvoller Mensch bin. Und ich denke mir auch immer, das Lachen kommt auch von Gott, weil so ein richtiger Lachflash, das ist ja oft wie ein Reset-Knopf, gell? Wenn du so lachst, dass die Tränen kommen, das ist wie Heilung, gell? Ja. Und dann stehst du da plötzlich wieder über alle Dinge besser drüber. Jetzt denk mal, du bist ja in der Kirche so wie ein Moderator im Fernsehen, du bist ja Entertainer. Baust du auch Witze ein? Ist dir das wichtig, dass gelacht wird auch zwischendurch? Natürlich, also jetzt nicht unbedingt in der Kirche, weil ich da verschiedene Menschen drin habe und ich nicht weiß, wie kommt jetzt gerade jemand. Ja. Das ist schon mal passend, wo ich weiß, da kommen jetzt Menschen in freudiger Erwartung, ob das jetzt eine Hochzeit ist oder eine Taufe ist, da ist das für mich schon manchmal möglich oder ich mache es auch. Aber im normalen Gottesdienst mache ich es eigentlich nicht. Nicht so. Und du musst ja auch vorbereitet sein. Du sitzt ja auch wahrscheinlich einen Tag vorher immer hier und dann kommen diese Sachen ein. Ein Tag plant mit. Tag plant mit? Nein, für eine Predigt nehme ich mir sicher mindestens eine Woche Zeit, bis die steht. Ja. Man geht mit der schwanger so wieder dazu. Ja. Man hat den Gedanken, den Text. Dann überlegt man sich, was war das damals? Ja? Warum hat dieser Jesus so reagiert? Warum ist das so passiert? Was kann mir das jetzt sagen, heute sagen? Und was kann ich mitgeben? Oder was kann ich für eine Botschaft rausziehen für die Menschen von heute? Und das geht nicht auf 2-3 Stunden, sondern das braucht, ja. Mhm. Ist beim Liedermachen ähnlich. Ja. Dann habe ich oft da ein kleines Zettel und da habe ich ein Zettel und da und am Schluss fügt sie dann das Lied zusammen, Ja. plötzlich, gell? Oder eine Ja, Predigt. ja, so ist es. Wie ein Putzle. Ein Teil ist noch abgegangen und dann schön. Ich habe noch eine ganz coole Vorstellung für dich. Du wachst auf und es liegt ein Zettel auf deinem Nachttischkastel und es steht dort, Herr Rembeck, die Umstände haben sich so ergeben, sie sind von heute auf morgen Papst. Und weil sie es natürlich ein bisschen überrumpelt, haben sie dafür 3 Dinge, haben sie dürfen sofort ändern oder modernisieren, wenn ihnen irgendwas nicht gefällt derzeit. Welche 3 Dinge waren das? Das glaube ich, dann viele Leute interessieren. Für mich ist das erste das Weiheamt der Frau, also die Gleichberechtigung in der Kirche. Eigentlich die Dinge, die im synodalen Weg gerade so angesprochen werden und sich manche Bischöfe sehr schwer tun damit. Das ist zum einen eben das Frauenamt in der Kirche. Das ist so, wie gehe ich mit Brüchen in der Kirche um? Ja? Also, dass jeder Bruch immer auch was Positives sein kann. Dass ich niemanden ausschließen will aus dieser Kirche. Und dass für mich die Ökumene etwas ist, was ich viel mehr vorantreiben würde. Ja? Also, dass die evangelischen Mitchristen für mich Brüder und Schwestern sind. Sie haben eine andere Art und Weise, Gottesdienst zu feiern. Aber da gibt es für mich schon lange nicht mehr vieles Trennende, sondern eher das, was zusammenführt. Das sind so die 3 Dinge, die für mich so am wichtigsten waren, glaube ich.
dann noch viele andere, ja, ob das jetzt der Weltfrieden ist, ob das die Besitztümer der Kirche sind, wie man damit umgeht. Aber ich weiß auch, dass das sehr schwierig wäre umzusetzen. Also Ganz klar. ich würde dieses Amt nicht annehmen Nicht wollen. annehmen. Ah, Nein, die Frage habe ich gar nicht aufgeschrieben. nein, nein, Haben nein. wir Ich nicht bin sehr gestellt, gern sie gar nicht. Diakon, ja, ich bin Ja. sehr gern Diakon. Klar. Ich glaube, ich möchte auch nicht Pfarrer sein, nicht Priester sein. Weil die Verantwortung, ja, die habe ich natürlich auch, aber nicht in dem Umfang. Ja. Ich bin nicht für Finanzen zuständig. Ich bin der am Rand ist, ja, also der wirklich bei denen ist, die Fragen haben, die suchend sind, mit denen ich vielleicht auch keiner mehr so richtig zu tun haben will. Ja. Deswegen sind die besten Gespräche, die ich habe, am Abend in irgendwelchen Bars oder Wirtshäuser oder Clubs oder Volksfeste. Da bin ich und da habe ich die besten Seelsorgsgespräche. Das glaube ich. Ja. Da hast du auch wirklich den schönsten Bereich vielleicht ausgesucht. Also, wenn Ich du glaube, sagst, dass ich mir den ausgesucht habe, ich glaube an Berufung, ja, also ich glaube, dass das so sein muss. Ja. Und ich glaube, dass es verschiedene Dinge gibt, verschiedene Ämter gibt, weil es genau für das die richtigen Leute gibt. Aber manche Sachen sind vielleicht nicht richtig besetzt. Ja, oder vielleicht hat man manchmal eine Vorstellung von etwas, wo man richtig meint zu sein, aber Ja. man ist es nicht. Und manchmal ist da Zeit für Veränderung. Ja. Auch wenn Menschen, glaube ich, immer lang auf dem gleichen stehen bleiben wollen und irgendwie der Veränderung kritisch gegenüberstehen, aber manchmal ist Zeit und dann setzt es auch einer durch. Dann kommt jemand, der setzt es durch. Ich glaube, deswegen ist ja dieses Kloster, also dieser Asam Klosterverein gegründet worden, weil für mich Zeit der Veränderung war. Einen Ort zu schaffen, wo Menschen sein dürfen ohne Religion. Also das hat nichts mit Kirche zu tun, dieser Asam Klosterverein, sondern der ist wirklich religionsfrei und doch nicht, ja, weil wir diesen Ansatz der Franziskaner, das ist uns wichtig, schon weiterführen wollen. Dass jeder da sein darf. Und dass jeder was mitnehmen darf. Keiner wird bei uns an der Tür abgewiesen. Sehr schön. Ja. Schöne Worte. Wenn du jetzt zurzeit in der Kirche bist, Kirche ist zurzeit in der Kritik stark und es heißt da ständig von Austritten. Merkst du große Neckenfelden von Austritten oder und setzt dir das zu, macht dir das zu schaffen? Doch, das sehe ich natürlich und ich bin schon einer, der immer ein bisschen mit früher vergleicht, nicht mit dem, welche Werte früher da waren, sondern dass man sich früher halt einfach nach dem Gottesdienst draußen zusammengestellt hat und geratscht hat, dass man am Samstagabend in die Kirche gegangen ist und danach ist man fortgegangen. Ja. Das ist alles nicht mehr da. Ja. Und Menschen, die früher aktiv waren, sehr aktiv waren, haben sich total verabschiedet. Ja. Also da ist der Zugang zur Kirche verloren gegangen, sicher, ganz, ganz sicher, durch die schlimmen Geschichten, die in der Kirche passiert sind. Also dieser Missbrauch, nicht nur Missbrauch im körperlichen Bereich, im sexuellen Bereich, sondern auch im geistigen Bereich, der hat einfach dazu beigetragen, dass sich Menschen verabschiedet haben. Ja. Dass sie sagen, das ist für mich nicht mehr glaubwürdig, diese Institution. Ja. Aber in ganz vielen anderen Bereichen erlebe ich schon, dass die Menschen suchend sind. Ja. Dass sie schon was wollen. Aber halt Das denke ich mir auch. nicht mehr unter diesen Voraussetzungen. Gerade in der jetzigen Zeit bin ich der Meinung, die Menschen beten und glauben auf jeden Fall und ein Treffen, wie es die Kirche eigentlich bietet, wo Menschen sich treffen, die an dasselbe glauben, ist ja nach wie vor wertvoll. Wertvoll, aber die Form trifft die Menschen halt nicht mehr so. Ja. Also ich glaube, dass man auf der Suche sein darf nach anderen Formen, ja, anderen Orten. Wer sagt, dass immer die Kirche, das Gebäude, der Ort sein muss, wo man sich treffen muss? Und da ist jetzt Kind Jesus ins Spiel. Der ist zu den Menschen hingegangen, ja, der hat nachgehende Seelsorge gemacht. Der war dort, wo in der Bibel gibt es eine Stelle, wo die Säufer und Huren sind. Ja. Ja. Da mit denen hat er sich getroffen, mit denen hat er sich an den Tisch gesetzt. Das ist vielleicht etwas, was wir lernen dürfen oder wieder neu anschauen dürfen. Absolut. Ich schaue mir immer auf Netflix dieses Chosen. Hast du das auch schon mal? Nein. Schaust du das an? Nein. Schöne Darstellung von Jesus. Es ist zwar die alte Geschichte, die wir eigentlich kennen, es ist nichts Neues in dem Sinn, aber es ist gut gemacht. Ja. Also schon empfehlenswert. Ja, jetzt war ich bei dir in der Vergangenheit, wir waren in der Gegenwart und jetzt meine letzte Frage, die geht Richtung Zukunft.
Gerade einmal so eine, hast du noch irgendwelche Pläne oder Träume oder was, was du sagst, das darf mich auch sticken, dazu muss ich aber ein bisschen flexibel sein. Gibt es irgendwas, was du uns noch mitteilen magst? Ich war immer schon offener Mensch und bin offen für alles, was kommt. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt das vorhabe oder nicht, weil das Kloster an sich für mich so viel, oder das nimmt so Raum ein, dass ich mir im Augenblick nicht vorstellen kann, nochmal so was Großes oder was anderes zu machen. Aber was der Tag bringt, ja, und welche Aufgabe er mir stellt, die versuche ich anzunehmen. Das ist das, auf was ich mich einlassen will. Weiterhin. Aber jetzt so große Projekte oder Veränderungen, Ein das Traum? ergibt der Tag. Ein Traum ist, dass Kirche, die für mich immer noch Heimat ist, für viele wieder Heimat werden darf und kann. Ja. Du hast gemerkt, ich mir so ganz oft darf jetzt halt bei dem Interview. Es darf sein, es muss nicht sein, aber es darf sein. Ja, schön Schlusswort. Ich bin auch am Schluss. Ich sage vielen Dank fürs Gespräch, für unsere erste Begegnung, dass du dir Zeit genommen hast und wünsche dir ganz viel Freude weiterhin bei jedem deiner Einsätze. Danke. Bitte.